Hallo zusammen! Hallo! So, heute melden wir uns wieder mal aus unserem schönen Schlafzimmer. Es ist draussen leider ein bisschen zu grusig heute, dass wir draussen hätten filmen können. Es ist ziemlich bewölkt und es regnet auch ab und zu mal ein bisschen. Ja, wir haben gedacht, wir schulden euch mal noch ein Update. Schliesslich sind die letzten Tage nicht mehr regelmäßig Videos gekommen, das heisst vor allem keine Daily Vlogs mehr. Es haben sich schon die einen oder anderen Sorgen gemacht, ob da etwas passiert ist. Und wir wollten einfach mal kurz klarstellen, bei uns ist alles in Ordnung, wir müsst euch also keine Sorgen machen oder so. Wir haben unsere 30-Tages-Challenge mit den Daily Vlogs leider nicht geschafft, das Mal. Letztes Mal hat es noch geklappt, das Mal haben wir leider ein bisschen früher aufgeben. Ja, das Einzige, was passiert ist in den letzten paar Tagen, ist, dass ich vor einer Woche Onkel geworden bin. Aber sonst... Also doch, es ist eigentlich viel passiert. Ja, es ist viel passiert. Wir haben uns noch mal ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wie das mit Storyflow weitergehen soll. Weil es hat jetzt so ein bisschen eine Richtung genommen, die wir eigentlich gar nicht wollen. Das heisst, wir wollen eigentlich gar nie so krass unsere Geschichte erzählen, sondern mehr eigentlich Geschichten, Geschichten von anderen, die uns inspirieren oder Leute dazu bringen, selber rauszugehen und eben, wie unser Slogan heisst. Die eigene Geschichte schreiben. Ja, genau. Und das ist irgendwie ein bisschen verloren gegangen. Und da haben wir einfach so ein bisschen den ganzen Sinn in den Daily Vlogs nicht mehr so gesehen, ehrlich gesagt. Weil es einfach nicht mehr so das Format war, das jetzt so gut passt hat zu Storyflow. Und der ganze Aufwand haben wir schon gefunden, um Videos zu machen, die wir nicht so passend finden und die für euch je nachdem auch nur Zeitverschwendung ist, die zu schauen. Ja, und darum haben wir uns nochmal ziemlich auch Gedanken darüber gemacht, wie das so weitergehen soll. Und wie schon Nelly gesagt hat, uns geht es wirklich eigentlich mehr darum, Geschichten an sich zu erzählen, nicht nur unsere Geschichte, auch wenn das natürlich immer ein Teil wird bleiben. Aber eben, für das ist die Zeit schade, dass wir da einfach nur unseren Alltag zeigen können, vor allem wenn es jetzt gerade im Moment hier auf Bali immer ein bisschen gleich ist. Es kann gut sein natürlich, dass wir wieder mal Daily Vlogs machen für eine gewisse Zeit, wenn es dann hoffentlich wieder ein bisschen abwechslungsreicher ist. Aber jetzt für die nächste Zukunft haben wir gedacht, wir machen einfach wirklich nur noch Videos, wo wir voll dahinter stehen können und wo wir auch finden, dass es uns, unseren Kanal und durch das auch euch wirklich weiterbringen kann. Aus diesem Grund haben wir jetzt sogar die letzten 2 Videos, die wir noch aufgeladen haben, das sind ja keine Daily Vlogs mehr gewesen, sondern da haben wir mal über andere YouTuber etwas erzählt. Also falls ihr diese Videos noch nicht gesehen habt, das eine blende ich da ein. Dort haben wir über die 5 YouTuber geredet, die uns am meisten inspirieren. Also die uns eigentlich dazu gebracht haben, überhaupt mit dem Ganzen anzufangen. Das finden wir auch ein ganz cooles Video. Ihr müsst euch unbedingt mal anschauen. Vielleicht hat es noch den einen oder anderen gefunden, den ihr noch nicht kennt habt. Und dann fast noch spannender in meinen Augen haben wir noch ein Video über Schweizer YouTuber gemacht, also YouTuber, die auf Schweizerdeutsch Videos machen. Und dort haben wir auch wieder 5 ausgewählt, einfach 5 von uns persönlich am meisten beeindrucken. Es gibt auch natürlich noch grössere, aber wir haben irgendwie gefunden, uns gefallen die persönlich am besten, wie sie es machen. Und hat jeder eigentlich auf seine Art etwas darunter gehabt, wo uns beeindruckt haben. Könnt das unbedingt auch mal anschauen, weil zum Teil sind die Kanäle auch noch nicht so gross. Und würde sich sicher auch mega darüber freuen, wenn ihr dort ein Abo dort lasst. So. Ja. Und was haben wir noch nie erwähnt? Ja, vielleicht, also wie es jetzt gerade bei uns in der näheren Zukunft weitergeht. Nächste Woche können wir uns Freunde besuchen. Dann werden wir für 2 Wochen noch mal ein bisschen mehr in Bali reisen. Da kann es schon noch mal sein, dass es vielleicht einen Daily Vlog oder so gibt. Wie gesagt, das wird schon immer wieder mal vielleicht ein Format sein. Aber wir sind jetzt auf der Suche nach anderen Formaten, die wir euch bieten können. Und wir werden dann auch auf unseren anderen Kanal noch ein bisschen mehr Gas geben. Und darum machen wir auch gerade morgen, weil es Sonntag ist und wir denken, vielleicht hat der eine oder andere Zeit und Lust, machen wir einen Livestream. Haben wir auch bis jetzt noch nicht so oft gemacht. Das heisst, wer das Video jetzt heute noch schaut, am Samstag, morgen um 12 Uhr Schweizer Zeit, unbedingt einschalten. Wir sind live auf Facebook. Auf YouTube kann man es noch nicht versprechen, wenn wir das mal anschauen, haben wir es noch nie gemacht mit dem Livestreamen. Aber falls das klappt, sehen wir das natürlich auch da. Und für die das Video erst später sehen, auf Facebook bleibt es ja noch ziemlich lang dort, kann man es noch nachschauen. Aber für die live dabei sind, wäre natürlich cool, wenn ihr einschalten und wenn ihr uns vielleicht auch noch ein paar Fragen stellen könnt.
Dort werden wir dann eigentlich auch noch mal ein bisschen näher auf das Thema eingehen, was wir jetzt eigentlich alles so vorhaben und wie es mit uns weitergehen soll. Genau, du hast jetzt eigentlich alles gesagt. Ja, genau. Ja, ich würde sagen, wir haben genug geredet für heute. Ich hoffe, ihr schaltet bald wieder ein. In der Zwischenzeit Vergesst nicht. geht raus. Und schreibt eure eigene Geschichte. Genau. Tschüss zusammen, macht's gut. Tschüss.